Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 17. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe des ersten FC Heidenheim. Und bevor wir in die Pressekonferenz so richtig einsteigen, möchten wir euch ein ganz frohes und glückliches neues Jahr wünschen. Ein erstklassiges Jahr. Ein erstklassiges Jahr, genau. Viel Erfolg für unseren gemeinsamen Lieblingsverein, der ja zum Ende des alten Jahres noch mal so richtig unter die Räder gekommen ist. Ihr habt das alle mitgekriegt. Es gab die Entlassung von Steffen Baumgart, es gab dieses ominöse Kass-Urteil, die Endgültigkeit, und daraus entstand ein fürchterlicher Sturm, ein Shitstorm in den sozialen Medien, auch in den normalen Medien. Und wir haben uns da erst sehr zurückgehalten, haben noch mal zum Jahresende geäußert, dass wir uns davon eben nicht anstecken lassen wollen, dass wir es als wichtig empfinden, doch erstmal Ruhe zu bewahren. Heute werden wir uns dazu aber auch äußern, und um den neuen Trainer direkt mal kennenzulernen, findet die erste PK hier mal wieder am Geisbockheim statt. Und für uns ist es das erste Training des Jahres. Absolut, ja. Und in diesem neuen Jahr, würde ich sagen, sollten wir uns auch noch mal Gedanken machen, welche Rolle wir als Fans eigentlich haben. Denn wir haben ja immer gesagt, wir sind ein mitgliedergeführter Verein. Wir sind der Verein. Und wenn wir das sind, dann haben wir auch eine Verantwortung dafür, was wir so da draußen äußern. Also du hast es eben gesagt, es sind doch die ein oder anderen Leute wirklich eskaliert, haben Köpfe gefordert und was weiß ich was alles in Facebook und Instagram und so weiter. Ja. Und wir sind ja nicht frei davon, auch mal ein bisschen emotionaler zu werden, aber wir sollten uns doch wirklich überlegen und vornehmen, dass wir zwar Kritik äußern, was sehr wichtig ist, aber nicht so eine Hexenjagd starten, wie wir es jetzt erlebt haben. Das würde ich mir fürs neue Jahr wünschen. Würde ich mir wünschen. Es reicht, wenn der Boulevard diese Hexenjagd betreibt. Und ich habe mal den Express beispielhaft mitgebracht. Das war auch kurz nach Weihnachten. Der FC taumelt in den Untergang. Ja. So ein Quatsch, der taumelt doch nicht, der geht doch viel schneller. Ne? Nein, Quatsch ich natürlich. Der Boulevard darf sowas schreiben. Ja. Ne? Also das soll hier keine Medienkritik sein. Und natürlich steigen auch Auflagen der Medien mit solchen Headlines, mit solchen Geschichten rund um den ersten FC Köln. Sehr, sehr emotional. Deswegen, ihr könnt das machen. Was ich nicht so toll fand, war, dass der eine oder andere Blog, kann es auch ruhig nennen, also vor allem der Geistblog war da sehr weit vorne in seiner Berichterstattung an den Weihnachtstagen, quasi viertelstündig mit skandalträchtigen Artikeln, bis hin auch wirklich zum Köpfe fordern, Aufforderung zum Rücktritt an den Vorstand, an Christian Keller. Weiß ich nicht, ob sich das für Journalisten gehört, und vor allen Dingen gehört es sich nicht für Fans. Ja, und genau. Als ein solcher hat sich der Geistblog ja immer ausgegeben. Ja, genau. Das finde ich auch tatsächlich sehr schwierig, und ich finde es schade. Denn es ist doch gut, dass wir als Fans unsere eigenen Medien haben, dass wir von Fans für Fans bestimmte Dinge machen, so wie wir das machen, so wie das die Dreierkette Köln macht, die sich ja sehr, sehr differenziert geäußert hat. Fand ich alles sehr gut. Ja. Und dann möchte ich aber auch ein Fanurteil, und dann heißt es, ich darf auf gar keinen Fall hingehen und vereinsfeindlich oder vereinsschädlich mich äußern. Richtig. Das habe ich aber beim Geistblog auch so empfunden. Und da würde ich einfach einen Appell an die Kollegen richten. Überlegt euch, ob ihr Skandaljournalisten sein wollt oder ob ihr Fans sein wollt. Dieses Twitter-Ding ist ein Etikettenschwindel. Absolut. Und nicht ganz fair gegenüber den Leuten, die das dann wahrnehmen. Also das hat mich auch gestört, muss ich sagen. Ja, zumal man einem Fan natürlich auch eher glaubt als einem Boulevardjournalisten. Das gehört sich einfach nicht. Nee. Wobei, Kritik haben wir ja gesagt, also Hexenjagd Kritik ja. Nein, Kritik ja. Und damit ihr nicht denkt, dass wir jetzt hier glauben, wir seien da erhaben drüber, fangen wir doch bei uns mal an. Denn wir haben ja am Anfang der Saison ziemlich großmäulig gesagt, eine neue Ära. Eine neue Ära beginnt, und ich würde sagen, da sind wir jetzt schon widerlegt. Das kann man behaupten. Und naja, also wir sind immerhin der erste Verein, der eine Transfersperre aufgebrummt bekommen hat in Deutschland. Absolut. Also das hat überhaupt Aber diese noch Ära keiner meinten wir geschafft. nicht. Nein, das hatten wir ganz anders gemeint. Und ich darf auch einräumen, dass ich das komplett anders eingeschätzt habe. Ja. Jetzt im Nachhinein, also falsch eingeschätzt. Ich hatte volles Vertrauen in die handelnden Personen und habe geglaubt, dass die auch gut beraten sind. Und dass spätestens in dem Moment, wo wir einen Schweizer FIFA-erfahrenen Anwalt holen, die Sache geritzt ist und der das richtig einschätzt. Das hätte ich schon gedacht. Ja, also man muss da auch selbstkritisch sein. Ich habe mich auch auf den Vorstand verlassen. Immerhin haben wir auch einen Anwalt im Vorstand.
Wir haben mehrere Anwaltsgenerationen gehabt, die uns beraten haben. Man hätte sich also wirklich eine differenzierte Meinung bilden können und müssen. Und am Ende war es eine Risikoabwägung, eine Entscheidung, die natürlich das Risiko dann irgendwo falsch eingeschätzt hat, ganz genau. Also man hat, ob das jetzt arrogant war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber man hat definitiv die falsche Entscheidung getroffen. Und ich finde, dazu muss man auch stehen. Ja. Das muss man einräumen, alleine schon deshalb, um auch dem Boulevard und anderen Kritikern ganz klar zu signalisieren, du musst das jetzt nicht irgendwie aufdecken, sondern wir stehen dazu und wir räumen es auch öffentlich ein. Das ist im Übrigen auch etwas, was ich erwarte morgen auf diesem Mitgliederstammtisch, der stattfindet, wo sich ja weit über 1000 Leute akkreditiert haben, also Mitglieder des 1. FC Köln. Und ich wünsche mir wirklich, dass der Vorstand, dass auch die Geschäftsführung explizit einräumt, dass man bei der ganzen Kassnummer völlig daneben gelegen hat. Und das heißt ja nicht, dass jetzt Köpfe gefordert werden oder dass man erwartet, dass die Leute zurücktreten. Das ist doch völliger Quatsch. Also natürlich sollt ihr auch die Chance haben, es wieder gut zu machen. Aber bitteschön, räumt ein, dass ihr Scheiße gebaut habt. Also wer glaubt, dass man diesen Sanierungsfall, den wir immer noch sind, ja, also völlig ohne Fehlentscheidungen irgendwie wieder ins Grüne führt, ja, der irrt sich. Das ist ja Quatsch. Natürlich machen die Leute da irgendwann auch mal was falsch. Und wenn wir jeden, der irgendeinen Fehler macht, sofort irgendwie um die Ecke jagen, dann haben wir keine Kontinuität. Das ist schwierig. Aber dazu stehen ist richtig. Und ich kann manchmal, das muss ich schon auch einräumen, auch verstehen, dass sie ein bisschen beharren auf Dingen und man verliebt sich auch manchmal in seine Meinung. Ich bin zum Beispiel immer noch der Ansicht, dass unsere Mannschaft in der Lage ist, die Liga zu halten. Und ich finde nicht, dass man hätte ahnen können am Anfang der Saison bei der Kaderplanung, dass keiner von denen Normalform erreicht im Laufe der Saison. Das hat mich sehr überrascht und ich finde, sowas kann man nicht vorhersehen. Ja, was auch noch dazu kommt, ist einfach die finanzielle Voraussetzung. Also Christian Keller hat dieses schwere Erbe hier angetreten, das ihm Werle und Co. auch eingebrockt haben. Ja. Das soll aber überhaupt keine Rechtfertigung oder keine Suche nach Schuldigen, die nicht mehr im Verein sind. Damit soll das überhaupt gar nichts zu tun haben. Es war ein schwieriger Job und trotz dessen, ich bin derselben Meinung wie du, diese Mannschaft ist in der Lage, die Liga zu halten und vielleicht werden wir da auch revidiert. Aber selbst wenn der FC absteigt, meine Güte, hier eben lief noch ein Fan vorbei, der sagte, der grölte uns nur entgegen, ich gehe mit dem FC bis in die Landesliga. Aber dann bin ich weg. Landesliga. Naja, da gehen wir auch mit hin, aber wir wollen eigentlich da nicht hin. Das Nein, lässt natürlich sich mit Sicherheit noch vermeiden. Sagen, ne? Das andere Thema auch, was zur Kritik gehört, ist natürlich der Zeitpunkt. Denn ich kann ja durchaus der Meinung sein, also bin ich nicht, ne? Aber dass Herr Keller weg muss. Ja? Es ist aber jetzt für jeden sehr ersichtlich, dass das komplett der falsche Moment ist. Denn wenn wir jetzt anfangen, hier ein Machtvakuum, wir fangen wieder an zu suchen und sowas in einer Situation, wo wir uns auf ganz andere Dinge konzentrieren müssen, haben wir eine Baustelle, die wir nicht brauchen. Und ich finde, wir sollten uns zusammenraufen. Ja? Wir müssen eine Einheit werden mehr. Und das wünsche ich mir im neuen Jahr. Ne? Ja. Also neue Einstellung. Und vor allen Dingen, lasst euch bitte nicht mitreißen von Schreihälsen, die emotional wahrscheinlich gar nicht so nah am Verein dran sind wie die meisten von uns, die sich vielleicht vor Jahren schon verabschiedet haben, die damals entnervt ihre Dauerkarten abgegeben haben und die jetzt natürlich ganz happy sind, dass der FC mal wieder Misserfolg hat, weil es ihnen ja vielleicht auch im Nachhinein recht gibt, dass sie damals ihre Dauerkarten abgegeben haben und seit Jahren nur über den Verein schimpfen. Die haben jetzt Hochkonjunktur, aber ganz ehrlich Leute, lasst uns doch bitte nicht von diesen Typen runterziehen, egal ob im richtigen Leben, im Stadion oder auch in den sozialen Medien. Also dieses Niveau dieser Schreihälse, davon müssen wir uns wirklich komplett freimachen und verabschieden. Das hat nichts mit wirklicher Fanliebe von FC-Fans zu tun. Nein, wer stänkert, hat übrigens meistens recht auf lange Sicht. Irgendwann geht immer irgendwas kaputt. Ne? Wer sagt, kauf keine Tasse, die fällt dir irgendwann runter. Siehste, jetzt ist sie kaputt. Ne? Ja. Also der Optimismus... Hab ich doch recht gehabt. Porzellan hält doch nicht. Ne? Ja, also Optimismus braucht ein bisschen Mut und den brauchen wir auch. Und ich meine ganz ehrlich gesagt, als FC-Fans haben wir da ja auch Übung. Ne? Haben wir Übung. Und wenn ich apropos Übung und apropos Optimismus... Wenn ich mir das anschaue, und jetzt sind ja auch einige Jugendspieler dabei, wir werden uns das gleich noch mal in Ruhe angucken, wer eigentlich alles auf dem Platz steht, da wird es eine Veränderung geben.
Und der neue Trainer, reden wir mal über den guten Timo. Ja, der Timo. Ich glaube, wie allen ging es auch mir so, dass ich erstmal blättern musste und googeln. Und lustigerweise, das erste, was ich wahrgenommen habe, war ein Podcast aus Pauli. Und der begann mit dem Hinweis, dass der Schulz die übernommen hat auf Platz 17 in der Winterpause und dann ins Tabellenmittelfeld geführt hat. Da würde ich sagen, unterschreibe ich sofort. Nicht dabei. Können wir gut gebrauchen. Ne? Ja, absolut. Ja, also ich kann auch nur von ersten Eindrücken sprechen, die ich aus Interviews gezogen habe, die ich mir bei YouTube angeschaut habe. Ein sehr, sehr sympathischer, sehr eloquenter Typ. Ganz anderer Typ als Steffen Baumgart. Aber ich glaube, das wäre auch das Letzte, was wir jetzt gebrauchen könnten. Jemand, der über dieselbe Stilistik, über dieselben Motivationsansätze käme. Jetzt hier mit, ja, ich weiß nicht, Rumschreierei und so nachmachen. Nee, also das wäre es nicht. Und ich glaube, dass wir völlig unabhängig davon, ob der jetzt erste Wahl war oder zweite oder dritte, es war eine ganz kurzfristige Entscheidung. Und dafür haben wir einen sehr, sehr guten Trainer gekriegt, wie ich finde, der mir zumindest Hoffnung macht. Und ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, dass in der Mannschaft auf jeden Fall genug steckt, um diese Klasse zu halten. Und zusammen mit diesem Trainer, glaube ich, kann das klappen und wird das auch klappen. Das denke ich auch. Ne? Und da sind wir fast auf dem Pfad zu unserem Motto. Denn wir haben ja jetzt nicht nur ein neues Jahr und wünschen uns bitte eine neue Einstellung auch von uns Fans, dass wir alle zusammenhalten. Und das steht dann natürlich auch auf unseren Shirts. Eine Sekunde. Da steht nämlich neues Jahr. Neuer Timo. Über die Weihnachtsferien ein bisschen zugelegt. Ne? Jetzt wird ein bisschen Spack, das Ganze. Ne? Auf jeden Fall als allererstes, ne? Weil Ruth und Wies, wie liebe ich dich? 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Heidenheim. Grüßchen, Leute. Ja, neuer Timo. Man muss schon auch sagen, der alte Timo hat jetzt sich nicht nur Freunde gemacht gerade, ne? Oder kann das sein? Red Bull Salzburg, ne? Ist ja fix die Nummer. Ja. Ja, weiß nicht. Also ich fand vor allem die Pressemeldung so ein bisschen komisch. Was haben die geschrieben? Ja. Endlich wieder ein Verein, der zu mir passt. Ja. Ja, weiß ich nicht. Sehr merkwürdig. Also ich würde sagen, wir haben ja gesagt, alles neu. Wir gucken nicht nach hinten. Wünschen wir einfach dem neuen Timo eine ähnlich lange Zeit wie dem alten Timo. Ne? So, wir haben ja noch einen Timo hier. Der Hübers ist ja auch noch auf dem Platz. Ne? Also eigentlich sind wir irgendwie Timoisiert. Genau. Ja, wir werden versuchen, dem guten Timo gleich auch so ein Exemplar in die Hand zu drücken. Mal gucken, ob das klappt. Ja, das werdet ihr dann wenn wir den nach dem Training erwischen, dann versuchen wir auch noch ein Foto hinzukriegen. Vielleicht kriegen wir es auch gefilmt. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Ja. Aber wir haben tatsächlich ein 3. Exemplar dabei. Und vielleicht klappt das ja als Glücksbringer. Ja. Wir haben auch neue Glücksschals. Also wir machen wirklich alles dafür, damit das hier funktioniert. Ja. Und wir erfolgreich die Liga halten. Und ich hoffe, dass ihr das alle auch macht. Weiß ich ja, macht ihr eh. Ja. Und jetzt hören wir mal auf mit dem Fehlersuchen und beziehungsweise Schuldigen suchen. Wir suchen jetzt den Erfolg. Das ja, gegen Heidenheim. Und war ein bisschen ärgerlich, dass Heidenheim am letzten Spieltag vor der Winterpause noch den Dreier dann klar gemacht hat. Kurz vor Schluss, sie lagen zurück. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen war das, aber sie haben es auf jeden Fall gegen Darmstadt oder haben sie dann noch 3:2 gewonnen. Ja. Sind jetzt 10 Punkte vor uns, was sich fürchterlich viel anhört, denn wir haben nur 10 Punkte. Aber wenn wir sie schlagen, sind es noch 7. Ja. Und wir stehen praktisch stehen wir auf dem Relegationsplatz mit etwas schlechterem Torverhältnis. 3 Punkte vor uns noch Union Berlin. Dann kommen Mannschaften wie Bremen oder Bochum, die sind 6 Punkte vor uns. Die sind auch alle noch in Schlagweite. Und selbst wenn es am Ende der Relegationsplatz wird, dann wäre das schon ein Erfolg. Ich bin mir ganz sicher, dass wir in der Relegation die Klasse halten würden. Aber wir können durchaus auch Platz 15 oder besser schaffen. Es wird bis zum letzten Spieltag dauern, bis die Sache sich geklärt hat. Aber wir bleiben optimistisch. Ja. Und das hat nichts mit schönen Quatscherei zu tun. Absolut. Und der Fußball lebt ja davon, dass man vorher nicht weiß, was hinten rauskommt. Sonst wäre man ja Bayern-Fan. Dann ist ja vollkommen langweilig. Also ihr Lieben, wir sehen uns. In dem Kontext auch noch ein schöner Gruß nach oben an Franz Beckenbauer, nach oben in den Himmel. Gestern ist er gestorben.
das Wetterchen ist genau für ihn heute. Ne? Ja. Traumhaft, die Sonne scheint und deswegen hat er freien Blick von da oben hier runter auf den Trainingsplatz und kann sehen, wie der 1. FC Köln sich auf die nächste Meisterschaft vorbereitet. Der Franz hätte das wahrscheinlich auch noch geschafft. In diesem Sinne, Prost Leute und wir sehen uns am Samstag im Stadion. Prösterchen.